Ja, werte Zuschauer, hier sind wir wieder bei Frostpunk. Das Let's Play, das ein bisschen mehr auf die Spielmechanik eingeht und versucht euch zu erklären, wie ihr erfolgreich das Spiel meistert, das ihr wirklich mit einem ganz neuen, innovativen Spielkonzept aufwartet. Und ja, beim ersten Spiel schafft es echt niemand, muss erst mal verstehen, wie das Ganze so ein bisschen zusammenhängt. So, allererste habe ich ja versifft im letzten. Ich werde Micromanage betreiben und die Jäger umteilen. Man sieht, sobald dieser Zyklus komplett ist, sind sie von der Jagd zurück. Und die Rohnahrung steigt von 1 auf 16. Tada, Pause. Arbeiter raus. Und die Arbeiter schicke ich jetzt hier gleich zum Stahlhaufen, Stahltrümmer, damit er abgebaut werden wird. Und der braucht noch ein bisschen, bis sein Zyklus komplett ist. Ich schaue mir das an, der wird dann auch gleich umgeteilt. Ja, so kann man am Anfang, wenn man noch nicht viele Arbeiter zur Verfügung hat, das Ganze ein bisschen optimieren. Wirkliche Nachteile habe ich bisher nicht festgestellt, obwohl die Arbeiter ja dann eigentlich permanent am Arbeiten sind, bis auf die Nahrungsaufnahme, die ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen wackelig wird. So, Sanitätsstation 2 werde ich jetzt auch bemannen müssen, damit die versorgt werden, dann ist das mal soweit geregelt. Die hier sind gleich zurück von der Jagd. Zack. Auch raus. Die Holzkisten hier wurden ebenfalls fertig abgebaut. Jetzt werde ich hier mal diese hier abbauen. Habe ich noch 5 Arbeiter, die schicke ich in die Kochhütte. Übrigens auch noch ein Tipp. Ich zoome mal ein bisschen raus. Hier unten seht ihr, wenn ihr hier auffahrt, seht ihr eigentlich auf der Karte, wie viele Arbeiter in welchem Gebäude sind, unterteilt in Ingenieure und normale Arbeiter. Das ist eigentlich sehr nützlich, um das Ganze ein bisschen zu managen, wer wo ist. Zoomstufen, ihr seht es, maximal ist ganz rein. Ja, viele wünschen sich eine zusätzliche Rein-Zoom-Stufe, ich im Übrigen auch mein Appell an die Hersteller. Ich weiß, ihr schaut euch das eh nicht an, was ich hier mache, aber es ist echt toll, wenn man noch eins weiter reinzoomen kann, um ein bisschen besser zu schauen, was die Leute hier so treiben. So ein gewisser Wuselfaktor ist ja durchaus vorhanden. Und so kann man auch ein bisschen die ganze melancholische Stimmung eintauchen, die eigentlich sehr gut umgesetzt wurde im Spiel. Auch wenn man sich ein bisschen mehr mit der Story befasst, was ich jetzt hier mache in diesem Gameplay-Let's Play. Ist eigentlich wirklich eine tolle Stimmung, ich finde das echt schön gemacht. Auch die Musik und alles habe ich ja auch extra ein bisschen runtergedreht, damit ihr mich versteht. Und nicht alles überschattet wird vom ganzen Musik- und Geräuschepegel. So, gucken wir mal. Kohle. Liegt ziemlich viel runter, liegt noch genug. Stahl wird abgebaut. Wunderbar. Die Forschung forscht, das läuft alles. Was haben wir hier? Eine zerrissene Familie. Ja, das ist jetzt Teil der Story, die einen ein bisschen fortbewegt. Ja, muss man sich jetzt auch nicht drängen lassen. Das ist dann ein Forschungsschritt bei der Werkstatt, die Signalstation. Die werde ich dann sicher auch bald erforschen. Aber erst kommt dann noch eine Nahrungsforschung dazwischen, sobald hier die Heizstufe ready ist. Ja, im Moment nicht viel zu tun. Genau, ich wollte dir noch die Wirtschaft zeigen. Das ist einfach so ein Statistikding. Benutzt das. Ist echt toll, was man hier sieht. Ganz wichtig ist zum Beispiel die Kohleverwaltung. Hier sehe ich, wie viele Kohle ich verbrauche, zu wie viel ich gewinne. Solange das grün ist, ist es okay. Im Moment brauche ich natürlich den Generator noch nicht. Sieht gut aus. Kann ich mal mein Lager füllen. Nahrung. Eigentlich dasselbe. Wie viele Nahrung kommt rein, wie viel wird verbraucht. Gesundheitsstatus brauche ich jetzt eher weniger. Auslastung der Sanitätsstationen. Das benutze ich hingegen häufiger, die Unterkunftsverhältnisse.
Eigentlich vor allem dieser Wert ist wichtig, wie viele freie Betten habe ich, damit ich auch ein bisschen vorausplanen kann, wenn ich neue Leute einsammle, wie viel muss ich noch bauen. Schaut wirklich immer, dass alle ein Dach über dem Kopf haben. Es ist echt nicht gut, wenn sie draußen schlafen müssen. Ja, und hier ist noch die übrige Produktion. Stahl und Holz, ja, finde ich jetzt nicht so wichtig, aber ist auch ganz nett. Also diese Statistiken, vor allem die Häuser und die Kohlestatistik, finde ich super und super wichtig für das Spiel. Gut, gekocht wurde, die haben nichts mehr zu tun, nehme ich die wieder raus. Und was mache ich mit ihnen? 14,56, das sind normale Arbeit. Jetzt müssen wir mal gucken, weil um 16 Uhr werde ich ja wieder umteilen. Das sind die beiden, die teile ich um. Dann schicke ich diese Herren... Ach, die sollen auch hier ein bisschen Stahl abbauen in der Zwischenzeit. Wird nicht mehr wahnsinnig viel sein, aber immerhin. Und weil ja morgen die Frostwelle kommt und ich die Leute aber trotzdem noch abbauen lassen will oder muss, und vor allem Kohle muss ja reinkommen, dann wird geheizt, baue ich hier noch eine weitere Sammelstelle, und zwar irgendwo hier drüben hin. Die soll hier noch die Kohle abbauen, damit ich das auch während der Kältewelle machen kann. Die reiße ich dann wieder ein, entsprechend muss ich hier auch die Straße und Gebäude nicht sauber einplanen. Das ist egal, das wird wieder abgerissen. Gut, dann habe ich das ready, dann kann ich die Leute dann auf die 2 Sammelstellen umteilen. Ich werde während der Kälteperiode niemanden direkt zu den Haufen schicken, das ist einfach zu kalt. Die würden mir zu krank werden, will ich nicht. Aber in den Sammelstellen mit den Heizkörpern ist es okay, wenn sie dort arbeiten. Also idealerweise schaut man natürlich, dass die Gebäude so, ja, mindestens gelb sind. Das macht schon ein bisschen Unterschied zwischen diesen 2 Stufen, aber kühl ist ja noch okay, also es ist jetzt nicht gerade Katastrophenalarm angesagt. So, ich mache kurz Pause. 16 Uhr ist vorbei, das heißt, die Leute werden jetzt umgeteilt, hier raus und dafür werden die Jagdhütten gefüllt. So, Micromanagement complete for today. Stahl 29, ja, ist okay für den Moment. Weitere Pause. Wir haben noch eine Stunde Forschungszeit. So, Heizkörper haben wir. Ich zeige euch das kurz. Sieht man zum Beispiel hier jetzt in der Wärmeübersicht, sieht man alle Gebäude, die über Heizkörper verfügen. Das sind nicht alle, zum Beispiel die Häuser nicht. Sehr schade natürlich, aber muss man anders managen, man kann die auch aufwerten. Die Jagdhütten ebenso nicht. Die werden also auf Kühl operieren müssen, schon bald. Und die anderen kann ich dann aktivieren. Dann werden die beheizt und dann steigt das Ganze. Wichtig, und dazu muss ich ein Häuschen anklicken, das sieht man hier. Hier kann man auch die Heizkörper ein- und ausschalten. Also, Heizkörper werden nur aktiviert, während Einwohner, also Arbeiter drin sind. Das ist echt praktisch, also muss ich sie nicht in der Nacht ausschalten. Schalte ich jetzt auch noch nicht ein. So managt sich das eigentlich von alleine. Man sieht ja auch immer, wann die Arbeitszeit ist, dann sind auch Arbeiter da. Muss ich also nicht separat managen. Oh, stopp. Forscher natürlich. Ich gebe in Auftrag nun die Ausrüstung für die Jäger. Weil dann bringt jede Hütte 20 Nahrung, mal 2, macht 40 Rationen pro Hütte. Ich habe 2, macht 80 und dann kann ich meine Startcrew durchfüttern damit. Kostet mich 10 Holz, um zu erforschen. Also Erforschung kostet immer Ressourcen. Ist okay, machen wir so. Gut, die Leute, die gehen jetzt hier zurück, quartieren sich ein in den Jagdstationen, das passt so. Die Sammelstelle wurde noch nicht gebaut, die sollte aber bis morgen auch ready sein. So. Oh, Kohlehaufen wurde abgebaut. Perfekt. Gleich zum Schichtende. Also was ich jetzt mache, weil
Die nächste Schicht, Arbeitsschicht, ist dann mit Temperatureinsturz. Entsprechend werde ich jetzt alle Leute, die irgendwelchen Sammelstellen oder Sammelhaufen zugeteilt sind, einziehen und stattdessen umteilen in die Sammelstellen. Man sieht hier auch die Sammelstelle, die bedient jetzt hier das Holz und den Stahlhaufen. Dies nicht, vielleicht fragt ihr euch, wieso bist du so blöd und hast du nicht in den Einzugsgebiet gebaut. Dies einfach, weil ich werde hier meine Kohleindustrie bauen, die brauchen auch entsprechend Hütten. Das ist ein Holzhaufen, der ist so schnell abgebaut durch manuelle Arbeit, da muss ich nicht optimieren, aber dafür habe ich die Sammelstelle bereits am richtigen Ort dann für meine Kohleproduktion. Passt schon, was ich hier gebaut habe, meine Lieben. Vertraut dem Onkel Doktor. Ja, hier mal wieder Heizung ausgefallen. Ich werde noch nicht einheizen. Ich warte noch ein bisschen näher zum Temperatursturz kommen, um noch ein bisschen Kohle zu sparen. Die Straße hier ist fertig. Jetzt muss noch das Häuschen gebaut werden. Und dann kommen hier noch die letzten Leute rein. So, dann wird auch Kohle abgebaut während dem Temperatursturz. Sehr schön. Da hier forscht die Jäger. Ja, läuft. Dann kann ich hier mal ein bisschen Gas geben. So, 3:24 Uhr. Es dauert ein bisschen, bis der Heizofen aufgeheizt hat. Ich werde jetzt hier die Dampfstufe 1 aktivieren. Langsame Geschwindigkeit. Ihr seht, zwar wurde jetzt hier der ganze Schnee weg. Okay, es ist das Quest. Das Quest habe ich ja natürlich lange vor mich hingeschoben. Danach gibt es ein Nahrungsmittelquest. Das wird natürlich jetzt auch gleich durchgeschaltet, weil das habe ich schon alles erledigt. Und das nächste Quest, das ich jetzt machen muss, ist mit der Signalstation und die Leute erkunden. Das ist das nächste. Hoffnung ist gestiegen, deshalb hier noch kurz Hoffnung. Gibt es temporäre und fixe Modifikatoren. Hier habe ich zweimal den Quest erfüllt, entsprechend ist es ein bisschen gestiegen. Unzufriedenheit gibt es im Moment nicht. Ja, je nachdem wie diese Balken, ist er ganz voll ist schlecht für mich, dann werde ich abgesetzt, ist er ganz leer, werde ich ebenfalls abgesetzt. Im Moment ist das alles okay. Heizung. Sieht alles noch gleich aus, das liegt einfach daran, dass die Dampfstufe noch nicht erreicht wurde. Das ist jetzt dann gleich der Fall. Jetzt seht ihr, die Hütten werden jetzt dann gleich wärmer. Zack. Eine Stufe mehr, plus auch der Radius hier. Das heißt, die haben es jetzt wunderschön warm. Zumindest bis jetzt dann gleich die Kälteperiode kommt und die fallen die Hütten dann auf kühl runter. Kühl ist zu wenig für Wohnhäuser, gar nicht gut. Das heißt, ich werde dann während dem Tage werde ich sie auf kühl lassen, aber wenn es dann die Arbeitsschicht vorbei ist, werde ich den Overdrive reinhauen, damit ich noch eine Stufe rauskriege. Dann sind sie zumindest erträglich gelb und das ist dann wieder okay. Unzufriedenheit wird temporär steigen, solange die auf kühl sind. Aber wenigstens während dem Tage werden sie so nicht krank, meine guten Einwohner. So, machen wir hier mal ein bisschen Tempo drauf. Die Temperatur sinkt jetzt, das sieht man. Auf -40. So, Pause, reicht. Jetzt hatten wir ja viel Theorie um das ganze Kälte-Wärmesystem, jetzt kommt die Praxis. Ihr seht, es hat sich alles so entwickelt, wie ich es prophezeit habe. Warum? Klar, Wärmesystem verstehen, dann weiß man auch, was auf einen zukommt. Also, Grundtemperatur, kühl. Ne, ist sogar sehr kalt, oder? Sehen wir das irgendwo? Jawohl. Sehr kalt, wir sind in diesem Bereich. Also, Temperaturstufe -2, sage ich mal. Jetzt haben wir aufgrund der verschiedenen Heizstufen, der hat ja +2, kommt wieder dazu, dann ist er bei kühl, der hat nur 1, ist zu kalt. Also werde ich hier Heizung aktivieren, sonst kann nicht gekocht werden. Gegessen schon, gekocht nicht.
kann man dann auch noch ein bisschen Micromanage machen. Kann man entweder über die Heizung ein, aus oder einfach Arbeiter rein oder raus. Sammelstellen muss ich ebenfalls aktivieren und ich aktiviere hier auch für die Forscher. Wäre zwar nicht wirklich notwendig, weil es kühl ist, aber eine Stufe mehr verhindert, dass weniger kalt haben und krank werden. Ist okay so. Ja, auch hier, Arbeitsschicht hat noch nicht begonnen, das ist in 30 Minuten, entsprechend wird hier auch noch nicht geheizt, es wird Kohle gespart. Kann ich auch schnell hier schauen, beim Kohleverbrauch sind wir jetzt noch im grünen Bereich. Jetzt geht es dann gleich los mit der Arbeit. Dann werden die kalten Hütten zu kühlen Hütten. Zumindest dort, wo das Arbeiter drin hat, eine Stufe, das reicht dann. Hier habe ich niemanden eingeteilt. Mache ich jetzt aber. Das heißt, ich werde hier einfach Arbeiter vom Jagdhaus rausnehmen. Ich muss jetzt an diesem Tag natürlich kein Micromanagement machen, weil ich habe keine zusätzlichen Arbeitsstellen frei. Lasse ich da, wie gesagt, hier ist es einfach zu kalt an diesen Haufen, da schicke ich ganz sicher niemanden hin. Ja, so sieht das aus. Also ich habe jetzt überall mindestens kühl, das ist okay. Hütten sind nicht gut, das kann ich aber im Moment leider noch nicht, weil dazu müsste ich die Heizung auf die nächste Dampfstufe bringen, das kann ich noch nicht erforschen. Muss ich jetzt damit leben und mit dem Overdrive ein bisschen über die Runden kommen, zum Glück dauert es nur 2 Runden. Ihr seht, ich habe jetzt natürlich ein bisschen Unzufriedenheit mir eingefangen. Ja, werden wir überleben. Zumindest für diese Dauer. Auf die nächste Kälteperiode hin werde ich dann natürlich die Forschung entsprechend vorangetrieben haben, dass ich die auch ohne Overdrive richtig beheizen kann. Und vor allem möchte ich dann auch den zweiten Ring beheizen können, damit ich mir Einwohner holen kann. Ja, ich denke, das ist so das wichtigste Basic. Gesetze hatten wir, Wirtschaft hatten wir, Bauen ist klar. Technologie hatten wir auch angeschaut. Jetzt geht es eigentlich einfach weiter. Wie geht es hier weiter mit dem Spiel? Tag 20 müssen wir erreichen, um die nächste Episode frei zu schalten. Ja, gibt schon noch ein bisschen Dinge, die es zu erklären gibt jetzt. Das sind ja alles nicht temporäre, das sind alles nur temporäre Ressourcenstellen, die sind irgendwann aufgebraucht, dann ist hier fertig. Da muss ich auf die Unendlichen ausweichen. Beziehungsweise im Falle Holz ist es immer noch eine endliche, aber die hält dann relativ lange. Mit all diesen Bäumen, die da rumhängen. Also, kochen kann ich nichts mehr, dann nehme ich die wieder raus, teile sie hier wieder in die Jagdhütte ein, muss ich nicht so machen. Jetzt ebenfalls ein Hinweis, weil ich keine Arbeit hatte, hat jetzt der Heizkörper ausgeschaltet automatisch und es ist wieder kalt. Passt so. Achso, ja, und habe ich ja auch erwähnt, die Leute haben ja so eine Art Wärmeanzug, das sieht man jetzt hier. Wenn ich den Herrn anklicke, der ist jetzt wirklich nicht mehr so warm unterwegs. Also das ist wirklich der ist zu kalt hier draußen. Deshalb darf ich die jetzt nicht mehr ungeschützt oder ohne Gebäude ins sehr kalte Gebiet schicken, weil der hat +1, also das ist kalt und kalt ist halt schon wirklich mittleres Risiko, krank zu werden, das ist nicht gut. Ihr seht auch, die Krankensituation hat sich jetzt wirklich verbessert, es sind jetzt noch 3. Ich werde trotzdem noch nicht abreißen, weil es jetzt eine kalte Situation ist, die ich noch nicht vollumfänglich und gut managen kann. Wird sicher mehr Kranke geben in der nächsten Nacht. Dann Forschung. Jäger ready. Dann als nächstes Signalstation. Ich möchte jetzt aufbrechen in das Gelände. Also das Spiel spielt nicht nur in diesem Krater. Es gibt auch noch ein Umland, das man erkunden kann. Dort findet man Leute, Ressourcen, Außenposten, Städte, verschiedene Ereignisse. Und das möchten wir selbstverständlich erkunden. Wird nicht mehr heute sein, aber morgen im Tag wird das erforscht sein. Dann kann ich die Signalstation bauen und das erste Team losschicken.
Okay, hier muss ich jetzt Micromanagement technisch nichts mehr machen. Ich denke, den Overdrive ja, aktiviere ich so um 8 Uhr. Da ist es. Also, ich mache hier die Wärme, dann seht ihr das auch gleich. Also in diesem Bereich ist jetzt alles kühl. Mit Ausnahme vom Lager, das ist egal. Overdrive rein. Gibt eine Wärmestufe dazu. Man sieht auch die Unzufriedenheit, die sinkt natürlich, weil die Hütten sind jetzt ausreichend beheizt. So, sind wir alle glücklich. Aber dieser Balken hier steigt. Ist ganz oben. Ja, dann explodiert der Generator. Und dann ist Game Over. Deshalb wirklich aufpassen, nicht zu lange beheizen. Man muss nicht immer hier reinklicken. Es erscheint dann hier, glaube ich, ab 50% auch noch ein Balken, damit man das ein bisschen besser im Überblick hat. Vielleicht noch hier zur Information, die sind natürlich alle kalt, aber die nehmen immer die Temperatur an vom Gebäude, in dem sie arbeiten. Entsprechend sind sie jetzt, obwohl kalt angezeigt, sind sie kühl. Ist also okay, wenn man das so macht. Was hat es denn hinten noch für Leute? Sind das auch Jäger? Ah ja, das sind Jäger, gut, passt. Ja, ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um die Episode zu beenden. Wir haben jetzt auch die Praxis zur Theorie mit Kältemanagement. Schauen wir mal, was der nächste Tag bringt. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Bis dahin, tschüss.